Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, nicht, dass man mit Dampfnudeln nachher brennt. Aber ich wollte euch ein bisschen was erzählen über den Unterschied zwischen Experiment und Beobachtung. Das ist nämlich extrem wichtig. Also für uns als Bodenökologe, aber generell auch. Ja, stell dir vor, naja, bist du auf dem Weihfest, am nächsten Tag merkst, hast du einen dicken Kopf. Das passiert ein paar Mal, gehst aufs Weihfest, am nächsten Tag hast du einen dicken Kopf. Könnte sich natürlich der Verdacht aufdrängen, das hat was mit dem Weihfest zu tun. Könnte zum Beispiel mit den paar Schuppen zusammenhängen, die dort gebechert hast. Aber es könnte auch was anderes sein. Zum Beispiel, dass da dein Kumpel dauernd dich vollgequatscht haben oder dass du eine schlechte Brotwurst gegessen hast oder sonst irgendwas, was auf dem Weihnachtsmarkt hätte passieren können. Und das ist eine beobachtende Studie sozusagen. Und wenn du jetzt rausfinden willst, was war's denn, wenn du wissen willst, was hat das verursacht, dann müsstest du ein Experiment machen. Unter Ausschluss von anderen Faktoren müsstest du dich also auf einen Faktor konzentrieren, den du gezielt untersuchst in einer Behandlung. Du könntest dich also einer Behandlung unter kontrollierten Bedingungen mit Schoppe Weißwein unterziehen und dann gucken, weil jedes Mal, wo ich einen Schoppe Weißwein habe, schlägst du da einen dicken Kopf. Dann hättest du eine Ursache-Wirkung-Beziehung hergestellt. Und so ähnlich ist es auch in der Ökologie. Du kannst draußen Sachen beobachten, wobei beobachten heißt Messungen machen, ohne dass du als Experimentator eingreifst in den natürlichen Verlauf der Dinge. Und ein Experiment heißt, du machst einen gezielten Eingriff in den natürlichen Verlauf der Dinge. Zum Beispiel, du führst halt einfach eine Behandlung durch. Zum Beispiel eine Düngung. Und Experimente sind deswegen wichtig, weil in Experimenten kannst du herausfinden, was die Ursache von irgendwas ist und worin der Mechanismus besteht. Deswegen sind die so wichtig. Als Ökologe darfst du aber auch nicht vergessen, dass die beobachtenden Studien genauso wichtig sind, weil in der beobachtenden Studie kannst du Realität herausfinden. Was darüber lernen, wie es wirklich ist. Und das ist eine wirklich wichtige Unterscheidung. Du kannst also von der beobachtenden Studie nicht notwendigerweise schließen darauf, dass irgendwas tatsächlich ein Mechanismus war oder die Ursache. Du kannst nur Vermutungen aufstellen. Zum Beispiel, ich war am Weihfest, nächsten Tag habe ich einen dicken Kopf. Kennt mit dem Schollen zusammenhängen. Und ein Experiment machst dann unter Realitätsverlust, also zum Beispiel unter kontrollierten Bedingungen daheim, unter Aufsicht mit kontrollierter Gabe von Schale Weißwein, merkst dann, danach habe ich einen dicken Kopf, dann ist das wahrscheinlich die Wirkung gewesen. Und das sind die Art und Weise, wie sich beobachtende Studie und Experiment miteinander ergänzen tun. Das ist extrem wichtig, wenn du selber Experimente oder Studie planst, damit wägst, wo bist du denn jetzt auf dem Gradient zwischen beobachtender Studie und Experiment? Wie viel Realität hast du sozusagen ausgeschaltet, damit am Ende ein Experiment machen kannst? Weil du musst ja bezahlen davor, dass du die Kontrolle hast und die Möglichkeit hast, eine Ursache-Wirkung-Beziehung rauszufinden. Damit zahlst du in Einheiten von Realität. Ja? Das ist aber genauso wichtig, wenn du selber gar kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin bist, sondern wenn du Wissenschaft benutzt, wissenschaftliche Ergebnisse benutzt, weil du musst wissen, wie man die einordnet. Weil wenn es jetzt eine beobachtende Studie war, dann kannst du nicht sagen, das und das war die Ursache. Das geht nicht. Das wäre ein Fehler. Umgekehrt kann ich ja nicht sagen, ich habe jetzt das und das Experiment gemacht, habe das und das gefunden, also wird es da draußen auch ablaufen. Kann ich auch nicht sagen, weil man weiß ja nichts darüber, wie relativ wichtig der Mechanismus ist, wo du jetzt gerade rausgefunden hast im Experiment. Und deswegen brauchst du in der Ökologie beobachtende Studie auf der einen Seite und die Experimente auf der anderen Seite. Und geschickterweise tun sie sich halt ergänzen, damit wirklich was auch Gescheites lernst über die Welt um uns herum. Und das gilt wahrscheinlich in anderen Gebieten auch, aber besonders in der Ökologie.
Voilà.